Herzlich willkommen zu einer neuer Episode Filmlife. Ja, das ist ein Horrorfilm am Kino und zwar nichts Geringeres wie Insidious, The Red Door. Ja, kann diesen Horrorfilm überzeugen? Da erzählen wir euch bei Filmlife. Ja, Insidious gehört wohl zu einer Reihe, die ich ging so nicht als Meisterwerker vom Horror bezeichnen, aber ich muss gestehen, es schon ein kleines Guilty Pleasure für die Filme. Weil Insidious The Red Door geht halt auch gut kein anderer Weg, wenn man das schon von den Filmen wie eben auch nach Conjuring oder so kennen. Nee, es fährt halt eine ziemlich ähnliche Richtung, ist das so schlimm? Ich denke nicht. Also, ich bezeichne die Filme gerne immer ein bisschen so als Geisterbahn. Ich meine, das trifft es ziemlich gut. Also, so die Schocker, die sie schon einen Kilometer gegen die Wand riechen, die schon. Es sei denn, so ob ihn durchkommen, und trotzdem sitzt den da an der Feier, den sich erwaren. Und ja, das Gelächter ist immer groß am Kino, die Leute amüsieren sich dabei. Und ich denke, die Filme wollen auch nichts Ernstes erreichen. Also die Schocker, die sind so simpel abgebaut. Ich meine, ich kann die einfach nur hier feiern und es wird nicht schwer. Ich meine keine große Abblendung, wo ihn irgendwo vom Stuhl fällt. Ich will es so, und dann kann ich einfach ihr Steppen so ein Bild ranklatschen, ein ultra Ton, und jeder ging sich feiern. Und so ist das hier auch abgebaut. Das heißt, Musik schwillt Kamera fährt mir nur Runden. Der Protagonist steht immer mehr am Fokus. Ob immer gesagt, in am Hintergrund ein Klängisch geht, und ob immer gesagt, die Musik geht aus. Den Zuschauer fehlt sich an Sicherheit gewogen. Und dann. Also du. Und dann fällt der Ball vom Sitz. Und da lernt den du rüber. Und trotzdem, es tut aber etwas aus. Das ist die ganze Zeit eine Spannung da. Das ist die ganze Zeit geluden. Und nicht war den auf den nächsten Moment traut. Muss ich selber drüber lachen, wenn sich selber nicht traut, nur zu gucken oder du hinzugucken, weil ich weiß, oh Gott, gleich Stunde drin. Und nicht möchte ich mal den nämlichste Grund für was Leute eben wie gesagt an eine Geisterbahn gehen. Das da ja und es steht dir lang okay, es steht nur nicht lang am Kino, aber das steht den da und nicht weh dass das nicht mega gut geht. Das geht halt super cheap und das geht und dann nur der Feier die pur mal und da können den raus und lernen und war einfach schön. Und so sind die Filme auch. Da dürfen sich einfach nicht viel erwarten. Was ich ein bisschen schuld fand, als storymäßig war halt Potenzial da, weil wir spielen halt mit Sachen, spielen das so blöd gesagt, wir haben Thematiken behandelt, eben wie Mentalerkrankungen oder auch eben Traumata. Und die bleiben halt leider ein bisschen auf der Strecke. Weil es geht einfach, am Film geht es um Familie Lambert, die an Teil 1 und Teil 2 sind die Hauptthema am Film. Da sind diverse traumatische Erlebnisse, die Familie müssen machen. Am Fokus stimmt auch der junge Both, den Dalton, den relativ viel hört müssen machen. An den also zu einem jungen Mann gewusst, der geht auf die Uni, an der will Kunst studieren. An seinem Kunststudium tauchen die Traumata ab. Dummer da hat ich könnten Menge noch ein bisschen mehr spielen, das hat ich besser könnten rüberbringen, weil irgendwie kratzt den Haius in der Oberfläche und das so ein Punkt, wo ich also es gibt so als Mittel benutzt also als Storymittel benutzt, kennen die so. Du meint ja, die Story ist nicht uninteressant, ich fand das relativ flach, das ist auch okay. Am Vordergrund steht halt, fand ich, das muss ich wirklich dem Ganzen zuguthalten. Den Look and Feel von dem Film fand ich super. Also die ganzen Sachen, du gibt ganz viel mit Maske geschafft, du hast wenig CGI am Spiel, das heißt, hast vieles Hand gemacht und du wirkt das dann auch immer ziemlich schwertig. Das muss ich einfach so sagen, es tut dir nicht die Impression, dass ihr sich einen billigen Film anguckt, auch wenn Schocker billig sind, als Machart oder also die optische Machart vom Film als definitiv nicht. Das muss ich wirklich so sagen, das muss ich noch viel hier, wenn das Monsterdesign, das ist einfach schön und schön. Das ist einfach auf den Punkt. Das gefällt mir persönlich ganz, ganz gut und auch Pacing ist ganz gut, wie ich fand. Also der Film dauert 107 Minuten und in Hut fand ich kein Längen. Also in hält ihn die ganze Zeit bei der Stange und das ihn die ganze Zeit gebannt und Hanot hat ihn eine gute Zeit. Das ist kein Film, den Hanot am Gedächtnis bleibt, wo ihr seht, wow, weißt du nach Insidious, The Red Door. Wow, war das ein krasser Horrorfilm. Nee, das wird nicht mehr passieren. Mir trotzdem für einen Momentaufnahme
an wann den ja Scheine Noven am Kino oder Scheine Noven de witzege Noven am Kino will verbringen Lüchtche Noven wohin sich zu summe mat den Leute in den Kucke geht lache will an sich amüsieren will dann hast Insidious Director vielleicht die richtige Filmfähig also wann der Ohr so gilt die Pleasure hört für ein bisschen billig Horrorfilmer ja dann als Insidious vielleicht ein Köer Nofstich an de Kino wertgängig so erzählen auch gern an die Kommentare wie ihr die ganz Filmreihen gefallen wer dir so bei den Filmen fand oder seht boah, nee das kann ich mal gar nicht gehen das mir einfach schlecht oder wer doch immer oder oder genauso geht die Pleasure wie ich also dich für Promo zerfeiere kann in der Stadt schon gehen aber wenn nach ein pur Horrorfilm Geheimtipps oder so dat aus besser Qualität dat aus heich Horrorkunst da können man die auch gern dolose Lust ihrer Meinung freie Lauf an der gänge so da waret da doch schon mal dieser Episode und ich wünsche dich noch ganz viel Spaß am Kino macht Insidious The Red Door ciao